Den neue Corsa as e klasschen klengen Auto. Mat senger Läng vun de 4,06 Meter, 2 cm mi breet, a Berl 5 cm mi niederech wie se Viergänger, an dozo engem klenge Luftzug vu Sportlichkeet kann die 6. Generation vum Corsa och Opel versprechen rëmmeich halen. Den Opel Corsa Jahrgang 2020 iwwerzecht man engem équilibreten Design an enger flotter Dächlin. Dat se noch fir d'Eichtzing Plattform mam Produkt vun der Konkurrenz dem Peugeot 208 deelt, gesäit net so direkt op den echte Blick. D'Ingenieuren hunn noch dës modulär Plattform ausgenutzt, a mat vill Freiheet an egem Know-how o sportlichen sowie stylischen a spursamen Auto gezeechent. E Blick op de Corsa vu 4 vun der Säit a vun Handen a gëtt, dats hai e kurzen Iwerhang besteet, fiicht Fënster mi riich steet an de Kapo mit Dave läit, wo en noch direkt gesäit, wo dat hi feiert. Beim Raklammen an die eicht Sitzprof mecht, an dann so rundem sich guckt, konstatéiert Grenzen an dem Gegend gut gesät, ob schon se ball 3 cm mit Dave setzt. An zulächt se hënnechten Deel, wo en Furt knackig gestylt kann gebrachen. Auch den Interieur kennt mi moderne River, so wie Uwen op der Mittelkonsole en 10 Zoll grosse Monitore firstecht. Weiterhin klare Formen, übersichtlich Schalteren, ein Infotainment wat intuitiv zu bedingen ass, an die schwarz satinéierende Schaltierwel. Auch zu der deutsch-französischer Gemeinschaftsproduktion beidroen. Die 6. Generation vom Opel Corsa überzählt durch mat singen aktiven sowie singen passiven Assistenzsystemer, wo die Klient bei verschiedene Konkurrenzmodelle schon an enger mihéiger Klasse muss sicher gehen. Auch ein Highlight bietet Opel mit seinem adaptiv blendfreien Intelli Lux LED Matrix Licht, was doch für dich am Mainstream vom Segment kleinen Autos angeboten wird. A puncto Sitzkomfort, wo der Radstand vom Auto 2,1 cm mi lang gouf, kann ich sagen, es hat genug Platz, auf denen durchschnittlich gut geformte Sitzer, ob uns dann der zweite Reihe ein bisschen eng zugeht. Grossleit ungefähr die im 1,80 Meter können selber dezidieren, ob sie am Kap den Himmel oder mit den Knien die Viechsitzer touchieren. Malhut mit 24 Liter zugepackt, können de Lo von 309 bis 1113 Liter Ladevolumen. Da kommen wir zum Fuhren. Mal direkt vorausgeschickt, so launisch wie wieder war der Opel Corsa Elegance aber nicht. Ein Großstärke, die den Opel Corsa seiner Klientel kann anbieten, ist seine Vielseitigkeit an puncto Motorpalette. An dat von 550 kW, 75 PS bis 96 kW, 130 PS. Am Mirkrute von Opel Dünntriebskraft von einem 3-Zylinder 1,2 Liter Turbo-Benziner zur Verfügung gestellt. E klengen net so viel nervöse Motor mit 96 kW, 130 PS an enger Erdgang-Stufenautomatik. Mit maximalen Drehmoment von 230 Nm bei 1750 Drehungen an der Minute, von 0 auf 100 km/h an 8,7 Sekunden und mit der maximalen Vitesse von 208 km/h. Aber opfällt vis-à-vis von der Konkurrenz mit 3-Zylinder-Motoren kann sich mit der Vitesse von 130 km/h nach ohne Probleme man Beifahrer erhalten. Thema Sportlichkeit kann bei diesem komfortablen Corsa Elegance auch nicht direkt aufhaken. Und das Flink hat ein sehr Strassenleer, was sich dann noch und singen duscht von Norbunsen ungefähr 400 gefahrene Kilometer am Verbrauch von die 6,5 Liter auf 100 Kilometer gespiegelt wird. Dafür geht es dann mit einer direkten Lenkung voll Elan an die nächste Kehren. Hier hilft doch natürlich das Niedriggewicht, und für den weiteren Verlauf an der Kehr verhält sich der Corsa immens sicher. Und dafür, dass die Erdstufenautomatik auch bald immer den richtigen Gang parat hat, kann die Laufkultur vom Corsa Elegance auch perfekt beschreiben. Wenn ihr noch so direkt kann sagen, dass besonders die Fuhrwerk, die Suspension Opel gut gelungen ist. Hier haben sie die PSA-Technik gut verpackt. Und als mein Fazit, der neue Opel Corsa bleibt der Corsa, weil er noch mit seinem wohl typisch städtisch abgeraubten Interieur seine Personalität aufstreicht.